Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der verstörte Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Oh Mann, wie gesagt, ich verzichte auf ein letztes Mal und nächstes Mal, damit es auch spannend bleibt. Und, wow, ach du Scheiße, Mann. Es hat sich auch in der ersten Episode schon gleich bewahrheitet, dass ich kreische werde. Am Ende von der letzten Episode ist ja so ein Hanebambel runter von der Deck. Und ja, der hat mich zu Tod verschreckt. Bei dem habe ich es wenigstens auch auf dem Schirm. Bei dem weiß ich, ja. Bei dem weiß ich Bescheid. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Das ist eine super Warnung, wie ich finde. Das ist eine absolut super Warnung, wie ich finde. Und wir sollten wirklich sofort raus hier. Aber so einfach macht uns das Spiel natürlich nicht. Ich mag gerade mal ganz kurz reingucken, ob ich hier noch was habe. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Scheiße. Spiel macht es uns natürlich nicht einfach. Das ist ja völlig klar. Absolut klar wieder. Okay. Ach du Scheiße. Ich will nicht. Boah, ich muss da jetzt irgendwie durch und mit den Jumpscares leben. Irgendwie muss ich damit zurechtkommen. Ich werde ein paar Mal kreische, ihr werden mich ein paar Mal hören. Das ist absolut sicher. A205 ist zugeschlossen. Natürlich. Okay. Ich brauche ohne Scheiß das Gegenprojekt Final Fantasy VII dringender als je zuvor. Ich nehme hier immer ein paar Folgen auf und werde das auch nicht immer in der Woche für 7 Episode machen. Das wäre mir zu viel, jetzt mal ohne Scheiß. Ich mache dann immer nur so 3, 4 Episoden oder so und mache dann die restliche am Ende von der Woche. Und nehme gleich dort noch auch Final Fantasy VII auf, dass es echt nicht zu verstörend für mich ist. Das ist für mein zartes Gemüt doch ein bisschen... Nein, 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 nein! Nicht vergessen, der Speckmann wohnt in einem Speckhaus. Gronk hat ihn immer der Fette mit den Ketten oder Fatty McFett genannt. Aber ich muss einen anderen Namen für einen finden. Genauso wie für den verstörenden Priester. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Der ist auch nicht mehr so ganz sauber, der Kerl. Ich glaube, Martin hieß er, ne? Das müsste der Pater Martin sein. Ach die Scheiße. Habe ich wenigstens mal Kamera? Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Wirk. Haben wir nix. Unser Kamera haben wir noch. Und wir sind für den ein Apostel. Ah, lecker Gedärm. Ich glaube, den Speckmann, den nenne ich jetzt auch einfach mal wieder der Ackermann Science. Fertig. Das hat sich bei The Evil Within schon hervorragend bewährt. Und das ist der Ackermanns Heinz, bevor er in die Welt vom Ruhweg gekommen ist. Ganz einfach. Ganz einfache Geschichte. Meine Fresse. Ja.
Da komme ich nicht durch. Ich habe nur noch 11 Batterie. Das ist etwas erbärmlich. Ich hoffe, dass das hier wieder so eine Art kurze Sicherheitszone für mich ist, wo ich nicht mit Attacke zu rechnen habe. Und ich bin recht froh, dass ich da mich nicht umgedreht habe, als der Speckmann komme ist. Das ist dann sonst echt ein bisschen zu heftig wieder. Boah. Aber ihr wollt's ja sehen, ich weiß es. Ihr sagt, du bist so dumm gewesen, den Scheiß auf eigene Faust zu spielen und auf eigene Wunsch hier. Also musst leider. Und so wird's auch ablaufen. Ich wäre leider. Lebst du noch oder? Wie, du bist so ein ekliger Typ, der wieder kommt. Also Akte. Genau. Ich bin es einfach zu sehr gewohnt, X zu drücken als Aktionstaste. Jetzt haben wir noch was gekriegt. Vollziehungsbefehl. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl, Fallnummer Schlag mich tot. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems. Mount Massive Wilderness Area, Country Road 112. Eidesstattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security HMS geliefert, die Grund zur folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihrer Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Proclaim the Gospel. Alles klar. Er braucht ja ein paar Fetzer. Da können wir nichts machen, ne? Nee. Mit dem können wir auch nichts machen. Und ich mag nicht, dass da Tote rumliegen. Ich habe echt immer die Befürchtung, die stehen wieder auf die Knabe. Da können wir durch. Ja, da geht's. Ich mag vorher noch die optionale Sache mir angucken. Kann ich da rein? Eventuell finde ich hier noch eine Batterie. Sicher ist sicher. Falls hier ein Spinner ist. Ja, da drüben ist einer. Dann kann ich wenigstens auch abhauen. Wie, du machst mir was. Ah ne, der ist tot. Okay. Ich habe schon gedacht, das wäre so ein Irrer, der da rumkauert. Ich habe die Hoffnung, hier irgendwo noch möglicherweise Batterie zu finden. Das wäre echt immens Knorke, wenn das ginge. Es kann auch sein, wenn es mir persönlich zu arg wird, dass ich dann einfach die Aare zumache. Okay, was haben wir hier? Dann nur hier was. Oh, mir hinterlassen blutige Fußspuren. Ich sollte auch aufpassen mit meiner Kamera. Warum sagt mir das Spiel das jetzt? Rollstuhlfahrer, ahoi. Exit. Da ist zu. Ja. Warte mal gucken. So. Okay. Nachher ganz schön verstören die Galerie von Bilder. Der sieht selber aus, als wäre er Patient gewesen mit seinem Wasserkopf. Okay, das sieht doch normal aus. Der doch. Also Tom Hanks, der war auch dabei. Okay. Na gut, jetzt weiß ich, dass ich da entlang muss. Ich hinterlasse aber erst noch ein paar blutige Fußabdrücke. Da ich jetzt weiß, dass es da lang geht, kann ich nochmal da hingehen. Dann lasse ich immer noch. Ja, immer noch ordentlich blutige Fußabdrücke. Ja, das sind eindeutig wir. Also unseren Charakter, den wir hier spielen. Dessen Name ich schon wieder vergessen habe, weil der doch relativ
austauschbar ist, wie ich finde. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ih. Mann. Was das dann immer sein muss. Da gibt's Runner irgendwo. Wir folgen natürlich mal der Blutspur. Ist doch logisch. Und kommen da noch nicht rein. Bitte steh nichts hin an mir. Danke. Boah. Scheiße. Wo soll ich jetzt lang? Soll ich da hier, wo der Spinner frei rumläuft? Oder soll ich da hier, wo der Typ im Rollstuhl ist? Och Mann. Kann's dann nie mal einfach sein? Da ist zu. Ach Mann, ist das ekelhaft. Und falls ihr das gehört habt, bei mir hat zwar die Klingel da, es ist jemand im Haus. Was ist das? Es ist jemand im Haus, es will jemand herkommen. Aber noch habe ich hier noch jemand, der da ist. Da muss ich nicht selber aufmachen. Okay. Das ist so logisch. Das ist so logisch. Weg! Kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Okay. Was gibt's dann Cooles? Oh! Darf man wieder nur Scheiße im Fernsehen, ne? Mein RTL. Oh Mann. Scheiße. Der macht mir nichts, oder? Er hat sich was aufgeschrieben. Sofort Reiflier. Gebrochene Männer und toter Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Da steht tatsächlich gerochener, nicht gebrochener. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Hoi. Der sieht ja noch am normalsten aus von denen. Der da sieht schon echt eklig aus. Der da hat auch eine ziemliche Visage. Ich glaube, dann ist hier scheißegal, was ich mache. Ne? Dann dürfte alles scheißegal sein. Boah, und die Musik. Die Musik geht mir schon immens auf den Sack, muss ich sagen. Das trägt echt nicht dazu bei, dass ich mich hier wohlfühle. Ich mach mal zu, lieber. Und verstecke kann ich mich hier nicht wirklich, oder? Da muss ich erstmal umschalten. Wie bei The Evil Within kann ich mich doch nicht in spezielle Schränke und so weiter flüchten. Ich muss hier wirklich mit der Umgebung arbeiten, um mich zu verstecken. Und nicht wie bei Alien Isolation oder bei The Evil Within, wo es spezielle Versteckdinger gab. Steh bitte nicht auf. Bitte. Danke. Der hat was Wichtiges bei sich. Da wird jetzt bestimmt auch gleich irgendwas Hässliches passieren. Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Okay. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizbuch dokumentiert. Ah ja, Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Okay. Man, oh Miedersen. Holy Hansen beim Pansen des Hansen. Okay, nix da. Das sieht noch okay aus. Die gucken weiter hier RTL mitten im Leben.
Bei denen ist auch noch alles okay soweit. Ich mache trotzdem etwas größere Bogen um die Bursche rum. Ach, wenn sie angeblich gebrochen sein sollen, will ich nicht, dass die mich attackieren. Den Kerl wollte ich euch eigentlich auch noch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das doch gesehen habt, aber wenn der mit seinem hässlichen Kopf wieder hochgeht. Der sieht aus wie ein Alien, der Kerl, aber jetzt sieht man es wieder nicht. Ja, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung arbeiten, habe ich gemerkt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass der Kerl wieder aufsteht oder mich angreift. Ich versuche durchzurennen. Ums Verrecken nicht. Gott, ums Verrecken helfe ich dir nicht. Jetzt renn. Zum Glück hat er ewig Ausdauer. Und jetzt machen wir mal hier die scheiß der zu. Boah, Mann, das ist trotzdem heftig, auch wenn man es weiß. Oder noch in Erinnerung hat. Oh, Mann. Für den Sicherheitsterminal. Steht irgendwo noch, was ich zum... Oh, speichern kann ich. Ach so. Ah, sehr cool. Okay. Das Spiel speichert von sich aus, aber ich kann auch selber nochmal speichern. Das ist geil. Da muss ich keine Kontrollpunkte mehr durchmachen. Sondern kann selber entscheiden, wann ich hier Schluss mache. Das ist natürlich sehr geil. Ja, was Sicherheitsterminal müsste ich doch hier irgendwo machen können, oder? Ich verstehe gerade nicht den Sinn von dem Ganzen. Ich müsste doch hier irgendwo Sicherheitsterminal haben, wo ich dann durchgehen kann. Okay. Da sieht man dann definitiv wieder, dass ein paar Sachen halt hängen geblieben sind bei mir. Aber definitiv nicht alles. Dunkler Gang. Geht's zum Unisex-Klo. Da ist eine Batterie. Sehr gut, das hat sich gelohnt. Da hat jemand auch ordentlichen Scheiß verbrochen. Wenn meine Klowitze schon nicht berauschend sind, merkt man, dass ich echt Schiss hab. Na gut, du würdest ja rausgehen. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, ganz ohne Witz. Steht mal ein Stuhlschnapper oder irgendwas, ein Tisch oder so, oder ein geht hier durchhaue wie ein Bekloppter und geht mich dort durchquetsche, auch wenn ich mich mit Glas aufschneide. Das wäre mir absolut scheißegal. Aber ich glaube, das Spiel sieht es jetzt vor, dass ich da lang gehe, wo der andere Spinner hier gerannt ist. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen L2 oder R2 gedrückt hältst. Im Laufen, also wenn ich renne. Quatsch, das mache ich. Mit L1 renne ich und kann auch hingucken. Okay. Das wird wahrscheinlich auch noch wichtig sein, wenn er uns das jetzt schon sagt. Aber, ihr liebe Leid. Boah, ich will die 20 Minuten jetzt nicht voll machen, um ehrlich zu sein. Und wer hier an der Stelle nochmal speichern? Oh Mann. Und es hat gespeichert. Und ich jetzt sage, das war wieder Aufregung genug für heute. Beziehungsweise ich mache hier ein paar Folgen hintereinander. Das heißt, ich gucke mir jetzt ein Glücksbärchen Malbuch an und rach dabei Annie und esse vielleicht noch eine Tafel Schokolade und alles, was sonst noch irgendwie Glücksgefühle auslöst. Und mach dann weiter. Aber maximal wird es eh wieder 5 Minuten Zigarette-Pause zwischen der Aufnahme. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bleiben am Ball. Es wird definitiv immer nur noch übler. Also bleiben am Ball und gucken mal weiter hinzu, wie ich mir hier in die Hose kacke. Und ich glaube, ich besorge mir auch noch einen Klostuhl, auf dem ich dann unten ohne sitze. Also machen's gut. Eiern Yankee.